Schönen Tag gewünscht heute auf diesem verregneten Sommerdach. Wir sind am zweiten Video von also neuen Kanal Lux Ökonom, ein Kanal, wo auch meine Videos und alle gut auf Lützeburg sind. Und das hier sind wir schon bei einem Thema, wir fangen mit den Schulden an. Globalschulden und Schulden von Europa. Bei Europa machen wir mal direkt schon mal eine Begriffserklärung. Und zwar, wir unterscheiden zwischen der Europäischen Union, da sind die Leute, die wir gar nicht gewählt haben. Die Gesetze natürlich von oben nach unten diktieren an alle europäischen Memberstaaten, am Moment sind es 21 Stück, müssen dann die Gesetzgebung da akzeptieren. Dann Europa, das geografische Europa, man das in Operen, wo ich absolut d'accord bin, das ist tipptopp, das sind flammende Europäer an dem Sinn, an dem Euro. An den Euro ist schon mit viel Probleme behaftet. Und zwar also so, dass ich den Euro selber als Spaltpilz von Europa gesehen und noch von der Europäischen Union. Weil, als kleines Beispiel, in der Ökonomie wird es schon bald langweilig sein, aber dann, ich muss dann trotzdem aber aufhören, muss ich die Ökonomie von den verschiedenen Ländern mit denen vergleichen. Wir leben in einem Raum, wo man mit derselben Währung bezahlen. Also die ganze Europäische Union. Und wenn ich da einen Vergleich möchte zwischen der stärksten Wirtschaft, Deutschland in dem Beispiel, und dann zum Beispiel Länder aus dem Süden, die eine schwache Ökonomie haben, dazu zählen auch die südlichen Länder, zum Beispiel Spanien, Italien oder Frankreich leider, und Griechenland natürlich auch. Also, du hast so, wir vergleichen immer zum Beispiel Spanien mit Deutschland. Deutschland als höchste Kraft, ökonomische Kraft, die an der Europäischen Gemeinschaft ist, produziert schnell und billig. Und wenn ich das vergleiche mit Spanien, die müssen für dasselbe Stück herzustellen, brauchen ein bisschen mehr Zeit, die Maschinen sind vielleicht mehr, sie machen ein bisschen mehr los. Und die Lohnstückkosten gehen damit an Blut. Logischerweise gibt es den Artikel, den, wenn man logisch so, okay, wir vergleichen den Artikel, den identisch hergestellt wird, ein Kehr in Deutschland, ein Kehr an Spanien. Aus dem Artikel, den aus Spanien hergestellt wird, das viel mehr teuer, weil viel mehr Stunden dort gegangen sind, für den Artikel herzustellen. Wäre im Prinzip kein Problem, so wie es immer an der Zeit war. Da konnten die Spanier in dem Fall hier Peseten aufwerten. Das geht seit 2002 der Euro-Affäre nicht mehr. Da könnt ihr ja mengen, dass Deutschland die stärkste Ökonomiekraft an der Europäischen Union gut drauf wäre. Mir hat es weit gefehlt. Wie die Lehman Brothers Krise 2008 sind die europäischen Gesetze total gebracht gehen. Nämlich, es war gesagt gehen, niemals könnte ein Land für die Schulden von einem anderen EU-Land ab, weil gefehlt. Er ist in die Bank gegangen, ausländische Banken sogar. Und da gucken wir auf Beispiel Deutschland, weil ich gerne immer 14, weil wir als letztes Mal ein bisschen am Vergleich zu klein sind, mit den kleinen Zahlen für das richtig statistisch hinzukriegen. Also dafür ist Deutschland als, das würde ich sagen, stärkste Ökonomiekraft schon ein besseres Beispiel. Die Bundeskanzlerin guckt also an ihren Budget ran und stellt fest, 1,8 Billionen Schulden zu dem Zeitpunkt. Also anteilmäßig 300 Milliarden dazu regeln für die Banken. Greift also ran an ihren Tippen und zieht 300 Milliarden Euro raus für die Banken zu retten. Dafür ist das wie das. Nun, wie das die Länder bei privaten Banken verschuldet sind, muss dann auch zum Beispiel Deutschland anteilmäßig bei den Banken sich das Geld lehnen gehen. Und Zinsen bezahlen. Total verrückt. Die Banken, die also jahrelang am Boni gelebt haben und ein Defizit gemacht haben, kommen dann auf die Idee, okay, da muss der Staat helfen, too big to fail, nennen die das. Ne?
Und dann kriegen sie von den Ländern zu, für weiterzumachen. So ist das Thema gelaufen. Nun, Deutschland mit 2,1 Billionen Euro Schulden durch. Wenn das auf 72 Millionen Einwohner, die Deutschland hat, zurzeit, umrechnet, dann können Sie sich vorstellen, was in du alles könnt am sozialen Projekt machen, für den Leuten zu helfen. Momentan bezahlt Deutschland pro Jahr weit über 50 Milliarden Zinsen und Privatbanken. Freuen sich, ob das alles nötig ist. Ja gut, heute geht es um Schulden. Wir fahren weiter. Das war mir wichtig, dass die Stadt gesagt hat, hier eben vielleicht ein bisschen recht besser können auf zu setzen. Ich bin eine Tabelle für Umlein, die ich regelmäßig aktualisieren, an die werde ich auch am Video dabei machen, die ich dann am Detail können gucken. Hier ist ungefähr ganz die meisten europäischen Länder, der Europäische Union global, also die 21 Länder, an der Welt, und dann auch die Einzelländer. Und das gibt schon klar, das reflektiert schon klar, um was es geht. Ne? Es gibt ein BIP, das nennt den Bruttoinlandsprodukt, und das stellt Summe von allen hergestellten Waren an Dienstleistungen durch. Das ist also guten Parameter für irgendetwas zu vergleichen. Nun, wenn ihr guckt, Deutschland die Verschuldung leidet 2017 schon 2 Erhebungen hier auf dieser Fisch bei 65,70% von ihrem BIP geht für Schulden drauf. An der ganzen EU sind das sogar 87%. In der ganzen Welt bald 60%. Wie gesagt, Listing kriegt noch gewiesen. Wenn ihr dann zum Beispiel ein Land tut, das nicht am Euro an am Dollar hängt, wie Russland, die haben eine Verschuldung von ihrem BIP, also von der Schuld, nehmen 11,80%. Da müssen wir ein bisschen evaluieren. Nun, bei all den BIP-Werten handelt es sich, bei den Schulden auch, handelt es sich explizit Schulden. Da gibt es nach die implizit Schulden, und das wären dann zum Beispiel nach ausstehende Schulden wie Renten und so weiter. Und dann wären die Schulden noch, und die Chiffre noch viel mehr. Für die Problematik da besser zu verstehen, machen wir einen kleinen Rätsel. Es geht bei Patron, und den will ich erstellen, eigentlich 2 Modellen für die Preise zu bezahlen. Am ersten Modell kriegt 1.000 Euro den Monat, während 52 Wochen. Also ein schöner gut Preis. Wenn ihr dann die zweite Modell guckt, dann seht ihr, die kriegt 52 Wochen lang, bei der ersten Woche 1 Cent, und dann verdoppeln wir den Cent von Woche zu Woche. Stell dich mal selber vor, für was für ein Modell ihr entschieden gibt. In der Ökonomen ist das Beispiel natürlich wohl bekannt. Wir müssen ja probieren, von der Basis hier ein bisschen mehr nach oben zu kommen, und das muss auch verstanden werden. Nun, so ist das natürlich an dem ersten Modell, wo den Employee 1.000 Euro pro Woche kriegt, 52.000 Euro vom Jahr kassiert hat. Am zweiten Beispiel ist das so, dass er nur der ersten Woche einen Cent hat, und der zweite 2, und der 4, und 8, und 16, und 32 Cent und. Nur 23,5 Wochen hat er schon angehoben. Bei 52 Wochen, also dieselbe Person bei 22,5 Billionen Euro Salär. Das ist verrückt, wenn ihr nicht gewinnt, das exponentiell zu denken. Als Gehirn also nicht fähig, exponentiell zu denken. Also ein Geldsystem funktioniert aber so. Also ein Zinssystem funktioniert so. Wir sind immer gewinnt linear zu denken. An der Ökonomie
Man Geld zum Beispiel als so wie an der Physik. Wenn auf der einen Seite ein Betrag zwischen 1 Milliarde Schulden hat, hat auf der anderen Seite 1 Milliarde Vermögen. Das ist eine Initialbasis. Das ist einfach so. Nun, also so, wenn Leute gibt, die extrem viel Geld auf ihre Konten haben, und auch mit ganz niedrigen Zinssatz viel Euro durch den Zins und Zinseszins auf ihre Konten verbuchen können, also das so, dass das auch eine Exponentialfunktion annullieren ist. Auch von den Zins niedrig ist. Und für das zu bezahlen, muss auf der anderen Seite Ökonomie wissen, Wirtschaft wissen. Und das ist auch nicht. So schnell wie den Zinseszins an die Luft klemmt, mit der Exponentialfunktion, das ist extrem, kann als Ökonomie nicht mitteilen. Die müssen nämlich auch exponentiell wissen. Und das geht gar nicht. Es gibt immer einen begrenzten Masse von Autos, die ich kann herstellen und exportieren und so weiter. Logischerweise, was konkludieren wir doch jetzt? Das System, wie momentan existiert, kann nicht so weitergehen. Es funktioniert einfach nicht. Du musst etwas passieren. Was? Das weiß keiner. Dass es nicht mehr so weiter kann gehen, du hast sich alle Ökonomen eins. Aber wie nicht das? Das weiß keiner. Momentan sind wir durch den Draghi Zinspolitik, die gegen Null geht oder vielleicht sogar nach Minus, nach so einen kleinen letzten Abwehrer von der ganzen Problematik, aber ob lang ist es nicht zu halten. Herr Draghi hat selber Interesse darüber, weil Italien noch als südliches Land, das extrem viel ökonomische Probleme hat. Und durch die niedrige Zinspolitik, wo bald 2 Milliarden pro Monat produziert gehen oder geprägt gehen, zumindest generalmäßig, die niemals bei den Leuten kommen, weil die Privatleute, die Geld könnten gebrauchen, die kriegen das Geld nicht. Und die es könnten kriegen, die wollen nicht mit. Das heißt, es gibt just faul Staatsverschuldungen abgekauft. Mit dem neu produzierten Geld wird natürlich auch zu einer langfristiger Inflation führt. Für weil es die Inflation nicht spürbar, noch nicht spürbar. Weil sie sich natürlich in einen größeren europäischen Raum verdient und weil die Umlaufgeschwindigkeit im Moment ganz klein ist vom Geld. Es gibt viele Leute, die Geld daheim horten und dann gibt es einem 100-Euro-Schein nicht 3.000, 4.000 Euro so schnell, wie das im Normalfall der Fall ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich gehe vielleicht ein Minute an einem anderen Video drauf. Wir sollten zurückhalten bei diesem Video ist, dass wir alle verschuldet sind bei privaten Banken. Wir könnten nicht mehr umbezahlen. Wir sind kaum noch an der Lage, für Zinsen zurückzubezahlen. Und die Schuldenkurve geht immer mehr nach oben. Mir ist es wichtig, die Städte mitzuteilen, dass ihr das wisst. Und da sind nicht schon allein oder? Leider ist es so, dass an unserem Mainstream, nicht nur bei uns, am ganzen europäischen Mainstream, geht das tun lässt, verheimlicht, als nicht seriös oder schnell als Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich aufgestempelt. Mit viel sind da am Zölleleinen durch. Also ich merci für den Nullausstre für diesen zweiten Video.